Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Noch eine Woche Pause bin ich jetzt wieder hier, aber ich kann noch nicht sagen, wie das Drachefest abgelaufen ist, weil ich das Ganze hier vor dem Drachefest schon mal aufnehme. So, und wie versprochen, wird unser Gewächshaus gebaut von M. Tapferer, fleißige Jumino. Oder Junimo, wie auch immer. So. Zusätzlich sind die Einnahmen nicht schlecht. Und wir legen gleich los. Heute können wir uns zum Gewächshaus widmen und morgen ist Caroline dran. Festes Eis, das ist dann erst in der nächsten Episode. So, der Wetterbericht. Zentimeter Schnee kommen wieder. Und ich habe wieder Post gekriegt. Ich habe etwas ungewöhnliche Anfrage. Könntest du sie geheim halten? Ich will, dass du Emily einen Amethyst vorbeibringst. Das ist ihr Lieblingsstelle. Sag, dass er von mir ist. Clint. Okay. Clints Versuch. Alles klar. Ich habe doch, glaube ich, noch einen Amethyst hier irgendwo aufgehoben. Ja, perfekt. So, zu dir muss ich halt sowieso nochmal, Clint. Ich muss nämlich noch mein Gießkann abholen, weil ohne Gießkann kein Gewächshaus. Das gucken wir uns auf jeden Fall alles auch nochmal an. So, da machen wir heute ein bisschen was anders. So, wir machen nämlich zuerst mal hier die Heusache. Ah, da hat wieder einer Entefetter fallen lassen. Sehr schön. Dann dort hier, damit wir erstmal die Plätze hier frei haben für sowas. So, weil es steckt hier alles voll mit Saatgut, was wir hier derzeit haben. So, dann kann Gemolke werden. Milch. Ach stimmt ja, die hat ja gestern ihr große Ziegemilch gegeben, weswegen wir überhaupt das Gewächshaus kriegt haben. Die Radegunde, die gibt doch gar keine Milch. Und dann haben wir jetzt 3 Mal Milch insgesamt. Das passt ja natürlich perfekt hier. Für unser 3 Käsepresser. Ja, die Produktion wird fleißiger, wie ich sehe. So. Dann zu Eich. Wieder Iridium-Qualität. Ja, finde es aber echt gut, dass die schon Iridium-Qualität haben. Obwohl sie nur 4 Herzen haben, die Hinkler. Die Entefetter, genau. So, sehr schön. Okay, 2 Iridium-Eier hier rein. Ente-Ei. Das waren danach alle, ne? Ja. Super. Dann haben wir unser ganzes Zeug jetzt schon in der Produktion drin. Absolut genial. Und die Entefetter, die schmeißen wir mal rein. Genauso wie die Schnecke und der Krokus und das Seetang. So. Okay. Dann geht's jetzt ab in die Stadt. Denn ich brauche mal Gießkann. Moment. Ich habe schon circa vergessen, dass ich auf jeden Fall auch noch Goldbarre mitnehmen sollte. Denn ich möchte dann als nächstes die Spitzhacke abgegradet haben. So, die Goldbarre packen wir hier. Und dann geht's jetzt in die Stadt. So, Eichhändler, die sollten eigentlich schon ihr Nüsse für den Winter gesammelt haben. Und ab in die Stadt. Ich glaube, der hat aber erst um 9 Uhr auf. Naja, solange durchflatter und durchwühle ich halt erstmal den Müll. So. Wie sie das gehört, ne? Für einen guten Bauer. Wobei, oh, eine Geote. Nicht schlecht. Wobei, was sind wir dann derzeit eigentlich? Wir sind Bauer. Okay, Stufe 16 sind wir schon. Ja, da hätte ich vielleicht mal ein paar Mal häufiger drauf gucken sollen. So, da ist er, die Goldgießkanne. Perfekt, oder? Ich habe die Goldgießkanne. Saugut, endlich. So, dann wird die Geode aufgebrochen, weil derzeit haben wir ja noch 5 Iridium-Barre. Das heißt, besser geht's gerade nicht. Das ist auf absoluter Over-Upgrade-Stufe. Ja, ne? 5 Iridium, 25.000 braucht's. Ach du Scheiße. So, 10.000 für die Goldaxt und 10.000 für die Goldspitzhacke. Jetzt ist die Spitzhacke dran. So, kostet ja auch jede Menge, das Zeug. Aber jetzt sind wir in der Lager. Wir brauchen die Hacke und wir brauchen die Gießkanne.
So, dann wollen wir es doch gleich mal nutzen. Im Gewächshaus gibt es auch schon eine Wasserquelle für uns. Das heißt, da müssen wir nicht extra raus zum Brunnen rennen oder so, wobei auch das kein Problem wäre, weil ich meinen Brunnen ja direkt hier beim Gewächshaus gebaut habe. Schön sieht's aus, oder? Schön sieht's aus und noch schöner sieht's von innen aus. So, dann wollen wir doch gleich mal loslecken. Bis zu 3 kriegen wir hier. 6, 9 und 12. Warte mal. Natürlich, ich kann ja jetzt auch hier mit dem Dünger nochmal arbeiten und kann eine gute Qualitätsdünger holen. Da haben wir ja auch einmal als Belohnung, glaube ich, kriegt viele Qualitätsdünger, ne? Wo war dann der? Wo habe ich denn den aufbewahrt, den Quali-Dünger? Da ist er. Qualitätsdünger. Und wo haben wir unseren Standarddünger? Ist der zufällig hier? Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Harz von Standarddünger noch herzustellen. Machen wir das doch so. Machen wir das doch einfach so. Verbessert die Qualität des Bodens, was die Chance auf höherwertige Produkte steigert. Perfekt. Das ist genau das, was wir brauchen. Ups, das war jetzt ein bisschen in der Prärie rumgehackt, aber möglicherweise kommen wir ja bis dorthin hier. So, was machen wir dann hier? Hier sollten wir die Sache machen, die immer wieder kommen. Und da bin ich definitiv für die Tomate und für die Blaubeere. So, das heißt erstmal hier. Dann werden hier die Blaubeererei gemacht. Die sind nämlich auch immer verdammt produktiv. Da kommen auch immer sehr viele raus davor. So, als nächstes dann die Tomate, die ich muss sagen. So, da brauche ich dann auch wieder hier den Dünger. Wir düngen sofort und wir sehen, sofort würde ich sagen. So, dann Tomate, dann wieder der Gedöns, dann wieder der Dünger und direkt die Tomate sind hier, jawohl. Perfekt, dann hier wieder zack und peng. Und das letzte Mal. Und wie viel haben wir da noch? 9er. Okay. Dann haben wir jetzt nur noch 6er. Gut, weiter geht's. Dann geht's mit der Preiselbeere weiter. Die sollten auch noch ein bisschen davor profitieren. So. Hier. Und dann die Preiselbeere. Genau, die haben wir ja im Schweiße unseres Angesichts hier gemacht, die Dinger. Dann, alter Falter, heute sind wir richtig gut und produktiv. So, dann geht's weiter. Dann brauchen wir jetzt aber noch einmal der Standarddünger. Holen wir uns jede Menge davor. Ich mache jetzt erstmal 30 Stück auch wieder. So, okay. Ja. Steht Sache, das geht ziemlich gut ab hier. So, dann können wir hier definitiv immer schöne, dauerhafte Ernte uns einfangen und können so immer was parat haben. Finde ich absolut klasse. Als nächstes sollte ich den Mais machen, dann sind Maiprodukte nämlich durch. So, scheiß drauf, ich mache es jetzt so, das geht einfach schneller. So, dann sind Mai-Hofprodukte durch. Und nachdem das Zeug gemacht ist, kann ich dann mit dem anderen Kram, den ich gekauft habe in der Oase, fortfahren. So, alter Falter. Nicht schlecht. Weiter geht's. Hier. Hier. Noch einmal. Ja, wir kommen tatsächlich bis da runter. Das ist schon ziemlich gut. Dann hier nochmal den Standarddünger. Dann sind Mai-Produkte auf jeden Fall ziemlich gut mit dabei. So, ja, hier kommen schon die gekaufte. Dann machen wir Rhabarber. Sehr gut. Dann kommt als nächstes hier. Dann brauchen wir jetzt nur noch 24 für 2 Reihen, ne? Das heißt, klick wie ein blöder Ackermann, damit es was wird. Dann ist das Zeug nämlich auch wieder gescheit aufgedeelt. Hoppala. So, so. Und noch einmal. Das ist doch echt genial, wenn wir hier unser Gewächshaus schon mal gleich so schön nutzen können. Und ich jetzt sage, der Rest,
Ja, genau, die rote Beete und dann die Sternfrucht. Und der Rest lassen wir erstmal ungenutzt. Da können wir ja immer noch was draus machen. Anderes Zeug, was wir vielleicht noch so haben. So, dann die Hacke. Hier noch die Sternefrucht. Hoppla. Okay. Das ist doch optimal hier. So, dann der Dünger hinterher. Und dann muss es nur noch gegossen werden. Dann haben wir noch 3 Reihen für hinterher. So, die brauchen, ach, ewig, die Dinger, ne? Wie lange brauchen die? 13 Tage brauchen die Dinger, um zu wachsen. Aber davor sind die richtig gut. So, jetzt muss noch gewässert werden. Genau, so war das. So. Hier machen wir eine Dreierreihe noch. Und dann geht's weiter. So. Das ist derzeit das Maximum, was man da machen können damit. Und da nochmal das Kleinste, das wäre es auf Kupferniveau. So. Ah, ist das gut? Ist das gut oder ist das gut? So. Hinterher. Und. Perfekt, perfekt. Und nochmal da. Und hier ist unser Wasserquelle. Das hat doch genau gereicht, um hier die Gießkanne auszureizen. Perfekt, jetzt haben wir unser Gewächshaus. Jetzt ist alles soweit gut. Alles ist wunderbar. Und dann sollte ich nochmal mit der Siggi in die Stadt und sollte nochmal der Emily ihren Amethyst bringen. Ah, natürlich. Wir haben hier auch noch die Wintersaat. Selbstverständlich, die können wir ja auch noch aussehen. So, das ganze Zeug kommt hier rein wieder. Und hopp. Und Zeug. Hier ist noch Kruscht. Und da hatten wir das Harz auf. Ne, hier hatten wir das Harz aufbewahrt, genau. Dann jetzt erst nochmal in die Stadt reingehe. Emily noch Bescheid geben. Und dann die Wintersaat ausbringen. Dann sind wir ja eigentlich schon am Rande unserer Kapazität, würde ich sagen. So, jetzt mal abwarten, wo Emily ist. Ich glaube, die müsste in der Kneipe schon sein. Das ist ja die Bedienung hier, genau. So, dann ist der für dich. Oh, mein Lieblingsstern, du bist so goldig. 3 Herzen. Hä? Der ist von wem? Oh, du hast ihn bei Clint geholt. Naja, egal woher er ist wunderschön, dankeschön. Ups, das ging wohl ein bisschen schief, ne? Weißt du, wie man Bohnentopf zubereitet? Ja, ich glaube, der Versuch von Clint, sie mag das sehr, Bohne-Eintopf. Okay. Ja, im Winter ist es schon ein bisschen schwer, an frische Zutaten zu kommen, aber ich sitze ja an der Quelle. Ja, Clints Versuch ging ein bisschen schief, glaube ich. Er sollte das lieber selber machen, weil sie glaubt jetzt einfach nur, ich habe ihn von Clint. Und nicht, dass er, ja. Und nicht, dass der Stern eigentlich ein Geschenk von Clint war. Naja, das ging wohl etwas in die Hose. Deswegen nicht schüchtern sein, nicht andere bitte, sondern das selber erledigen. So, dann gehen wir nochmal mit der Kupferhacke hier und machen nochmal den Rest hier. Für 30 sollte es noch Platz sein. Und da brauche ich jetzt für das Zeug, brauche ich jetzt beim besten Wille kein Dünger mehr. Das ist mir dann ein bisschen zu viel. So, 12 und 24 und 6er dann noch, ne? Dann dürfte man durch sein. Und 6er. Genau, dann reite mit, wenn du Ganze kruscht. So. Dann ist das Zeug auch versorgt. Und ich habe hier wirklich mein Gewächshaus bis zum Erbrecher ausgenutzt. Das ist doch echt klasse. So, dann hier. Ich depp. Noch einmal. So rum wollte ich's, genau. Und da können wir dann in der 5er-Reihe gießen. Damit wir da nicht jeweils einzeln machen müssen, machen wir hier eine 3er-Reihe. Perfekt. So, dann wieder dort hier. Wieder die Gießkannenfüller. Und das war's für heute. Mehr haben wir halt nicht zur Tour. Perfekt. Absolut perfekt. So, Siggi, du kommst wieder neben rein in der Stallreihe. Ja, das hätte ich mal beim ersten Mal wirklich gewünscht, dass ich doch schon in der Lage gewesen wäre, im ersten Winter schon mal Gewächshaus zu haben. Ich glaube, das habe ich erst im Frühling vom 2. Jahr gekriegt. Aber da hatte ich auch, wie gesagt, 2 verschiedene Hühner.
Weswegen das auch ein bisschen schief gelaufen ist und ich bis zu der letzten Upgrade-Stufe habe warten müssen. Okay, da ist auch nichts mehr zum Reinschmeißen für die Recyclingmaschine. Das heißt, das kommt noch durch. Ihr zwei Sachen kommt durch rein. Wir hatten irgendwo noch den Müll, den wir aufgehoben haben. Genau. Dann schmeißen wir jetzt nämlich noch die durchwäschte Zeitungen in regelmäßiger Abstände hier rein. Und, ja, für Emily, nicht Emily, Quatsch, für, Caroline Morgan, wo ist er dann? Ich glaube, die mag Smaragde sehr gern. Die kriegt dann einen Smaragd. So, das ist ja morgen ihren Geburtstag, genau. Das heißt jetzt erstmal in die Koje schmeißen. Zu du haben wir jetzt sowieso nichts mehr. Deswegen wird der Runde gepennt. Und jetzt haben wir auch mal wieder Pflanzen, um die wir uns kümmern können. Das ist doch gut, oder? Da haben wir im Winter wenigstens auch ein paar Ernteeinnahmen. Sehr, sehr geil. So. Okay, heute soll es ja angeblich Schnee geben, soweit ich weiß, ne? Königin der Soßen berichtet über Plumpudding. Sehr schön. Lesen wir nochmal vor. Plumpudding. Hast du schon gewusst, dass in England zu Weihnachten traditionell Plumpudding gegessen wird? Versuch doch mal selber einer zu machen. Die Pflaumen sind blumig und süß und gerade säuerlich genug, um all deine Geschmacksnerven voll zu aktivieren. Du musst einfach mal ausprobieren. Sehr gut. Morgen sieht es mit dem Wetter klar und sonnig aus. Fest des Eises. Okay, und die Geistersachen, die sind neutral. Wann ist das morgen? Zwischen 9 und 14 Uhr. Allerhaupt. Ah, der Pierre Molto, was will er dann? Hallihallo, Ackermann. So, dein erstes Jahr im Sternentotal ist schon fast vorbei, eh? Wenn du weiter bei mir dein Saatgut kaufst, bist du nächstes Jahr doppelt so produktiv. Und ich habe aufregende Neuigkeiten. Ich werde nächstes Jahr neue Saatsorten in meiner Lade verkaufen. Ich werde eine neue Sorte pro Saison haben. Ah? Das war dann alles. Schönen Tag noch. Weißt du, du kannst dir die Mühe sparen, das Saatgut der Konkurrenz zu probieren. Pierres Saatgut ist von der besten Qualität, die du je finden wirst. Das verspreche ich dir. Ja, ich habe ja bisher auch beim Joja-Markt eigentlich kaum was eingekauft. Insofern, das habe ich nicht vor zu ändern. Ackermann, dreh den Brief zur Verarbeitung zu einer super gesunden Mahlzeit um. Da werde ich dich richtig energiegeladen fühlen. Man sieht sich, Emily. Jo, jetzt habe ich gelernt, wie man Salat macht. Und da schickt sie gleich noch was hinterher. Ah ne, der Bäuermeister. Servus, Ackermann. Morgen versammeln wir uns alle vor Marnis Haus, was fest vom Eis. Wir wollen so den Winter genießen. Es wird Schneemänner, Eisskulpturen und Wettbewerb im Eisfischen geben. Kommt doch mal zwischen 9 und 14 Uhr vorbei. Wenn mitmachen willst, Bäuermeister Louis. Alla hopp. Machen wir doch. So, das hier und hier. Nö. So und so. Und das ist doch absolut klasse. So. Hier haben wir wieder ein paar Fackeln gekriegt. Und hier haben wir wieder zerbrochen die Brill, die wir direkt reinschmeißen können. So, Fackeln, genau. Fackeln werden weiter hier aufgestellt. Hier hatten wir sie schon versetzt. Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Komm her, du. Ups. Da hat der ganze Pflasterpfad mit rausgerobbt, vor lauter Gut. So. Fackel. Ne, das kannst du nicht sein. Warte mal. Scheiße. So, die Fackel sitzt irgendwo, wo sie nicht sitzen sollte. Sehr skurril. Okay, dann sind es halt nur 2 Fackeln. Irgendein Bug hat jetzt gegeben. Na gut. Ach, da ist er. Da sollte er nicht sitzen, ne? So, Pflaster hier. Fackeln wieder 3. Genau. So, da habe ich eine hier gemacht. Da habe ich sie versetzt. Da können wir sie auch versetzen. Und dann läuft die Geschichte. Okay. So. Hier haben wir wieder verfeinertes Quarzi. Oh, Moment. Da haben wir noch ein bisschen Zeitung. So, die können wir auch gleich reinschmeißen. Alla hopp. So. Da holen wir uns schon mal vorsorglich auch wieder die 5, die ich einfach mal drin behalte wäre. Damit wir die 5 Goldbarre dann nutzen können für die Stahlaxt abzugraden. So, dann machen wir hier wieder dasselbe Spiel wie am letzten Tag. Wir nutzen erstmal das, damit wir hier unser Heu unter die Viecher bringen. Die ganzen Tiere werden noch gestreichelt. So, genau, genau. So, dann, Leverwurst kriegt jetzt endlich auch mal wieder was gegen den Dost, bevor der arme Kerl mir hier vom Stängel fällt.
Hat sehr lange die Zeit ohne was aushalten müssen, der arme Kerl. So, dann kriegt ihr nochmal euer Heu und dann sammle ich noch mein Kruschtierei bei euch. So, wie geht's da dann? No? Elsa geht super mit 4 Sterne, große Milch hat sie gegeben. Der geht's auch gute Gretel. Die Radegunde, die wächst noch. Sieht aber gut aus. So. Und wie sieht's bei dir aus? Die gibt jetzt auch wieder große Ziegemilch, die Resel. Saugut. Jetzt habe ich auch schon Iridiummilch. Alter Latz. Okay. Dann Reitode mit. Und die Ziegemilch noch hinne. Und die normal Claymilch hier. Läuft doch alles super. So, dann ernten wir bei euch nochmal ab. Ja, bei euch habe ich schon gestreichelt. Das ist gut. Dann schmeißen wir das Zeug jetzt noch hier. Das kommt dort hier. Und die 2 packen wir hier. Na, ich bin richtig produktiv heute. So. Dann gehen wir jetzt erstmal mit unserer Gießkanne wieder durch, wo wir hier sollten. Und hier wächst ja auch schon was. So. Das war blöd. Dann müssen wir es auch sofort führen. Na, klasse. Okay, das war etwas doof, das war etwas versetzt. So, dann noch einmal hier. Dann machen wir hier der Versetzte. Dann machen wir da noch einer. Und da kommt einer hinterher. So. Dann, die werden in der Reihe fortgeführt. Und da machen wir gleich mal hinterher. Gewitter erleidet. Das ist dann etwas komisch, das jetzt so zu organisieren, aber es passt. Das passt ja irgendwie. So. Da können wir dann, glaube ich, der 5er direkt durch. Genau. Und da gucken wir mal, wie wir das erstellen. Ja, das ist jetzt doch nämlich so schön, ne? Einer bleibt übrig. Aber ich kann es mit einer Gießkanne machen. Mit einer Gießkanne habe ich das hingekriegt. Sehr schön. Und hier gibt es nichts. Dann geht es jetzt zu Caroline. Damit die für ihren Geburtstag noch was kriegt. Moment. Wir haben hier wieder Sonntag. Das heißt, neue Geschenke sind wieder möglich. Also gibt es für Abigail noch einen Kürbis. So. Dumm. Hallo Pam. Okay. Wir gehen in die Stadt. Und ja, es wäre irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn man nicht bei seinem Schwiegervater ins B-Ei-Kafe geht, weil ich fände es schon ziemlich heftig, mit Abigail zusammen zu sein und dann einfach den Schwiegervater zu ignorieren und bei der Assi-Konkurrenz da einzukaufen. So, aber schade auch, dass man beim Pierre keine Vergünstigung kriegt, weil man mit seiner Tochter zusammen ist, beziehungsweise sie dann auch heiratet. So, was hast du denn eigentlich noch anzubieten? Ja, derzeit nur das Übliche. Okay. Ist Caro hier? Ja, da ist er. Was? Ich bin nicht gut genug befreundet mit deiner. Na, klasse. Da muss ich halt warten. Bis Annie von denen da rauskommt. Ah ja, die gehen in die Kirche hier. Ich war noch nie religiös, aber naja, ich bin halt alt. Okay, das hat immer noch selber. Wäre ich reich, hätte ich als erstes ein Dienstmädel und eine Kochei-Stelle. Okay. Oh ja, das wäre fantastisch. Na dann. Wie sieht's hier aus? Ah, Abigail geht raus, dann kriegt sie gleich mal einen Kürbis. Hallo. Ja, ich weiß, dass du das liebst. Dann gehen wir weiter und lass die Demo bitte auf. Jo, wir sind immer noch bei 9er. Perfekt. Nein, ich darf nur 3. Die unsichtbare Barriere verbietet's mir. Verdammt. Okay, wie stehe ich denn mit denen eigentlich? Gerade mal gucken, wo es drin sind. Pierre ist noch bei einem Herz und Caroline. Oh, mit der habe ich noch überhaupt kein Herz. Okay. Da hätte ich mich vielleicht noch ein bisschen eher drum bemühen sollen. Verflixt nochmal. Na gut, Abby verlässt jetzt das Haus. Ah, da ist er. Gut. So, der ist für dich. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich, danke. Oh, scheiße. Ich habe da die Liebsmaragde. Dann war es wohl Diamant. Na, egal. Auf jeden Fall habe ich mich an den Geburtstag erinnert. Ah, jetzt darf ich ja rein. Jetzt bin ich gut genug mit dir befreundet. Gut.
Jo, naja, es hat wenigstens gereicht, um eine kleine Freundschaft noch aufzubauen. Immer hier. Besser als gar nichts. Besser als in die Hose geschissen, oder? So. Dann, nachdem ich hier meinen ganzen Quark erledigt habe, würde ich einfach nochmal eine Runde in den Stäbruch gehe und, erstmal in den Hof, mein rechtliche Krust noch vorbeibringe. Und dann vielleicht einfach mal eine Runde in den Stäbruch und vielleicht noch in die Mine. Schauen wir mal. Na, erstmal gucken, wie es hier aussieht. Nee. Nee, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Oh, doch, hier. Ah. Jetzt habe ich auch meine Spitzhacke natürlich schon weg. Okay. Dann können wir das mit der Mine auch sein lassen für heute. Ich muss sowieso warten, bis das Zeug wieder gut ist. Also bis mein Werkzeug da ist. So. Da haben wir noch ein verlorenes Buch. Nicht verkehrt, oder? Nicht verkehrt. So, dann... Kruscht weg. Neue Produktion, Eileiter. Genau, das kann fort. Da kann wieder Zeitung rein. Dafür kriegen wir wieder Fackeln. Wie man auch immer aus einer durchwäschte Zeitung Fackeln herstellt. Naja. Okay, dann kommt das dort hier. Und das dort hier. Huch, das ist... Oh, das ist mal wieder volle Kanne woanders gelandet. So, die Fackel möchte ich dort hier haben. Und dann... Gucken wir, dass wir noch eine Fackel hier in die Ecke reinstellen. So. Dann holen wir das Zeug. Dann holen wir das Zeug. Dann gibt es hier jede Menge abzuholen und eine Milch hinterher. So, dort hier und ein Ei brauche ich noch, genau. Dann ist das nämlich auch wieder fort. Alter Falter. Ja, jetzt müssen wir halt auch warten, bis unsere Pflanze wachsen. Insofern müssen wir uns teilweise hier wirklich noch von dem Zeug hier... Ups, müssen wir uns von dem Zeug hier durchhauen lassen. Das ist derzeit das Zeug, was uns durch den Winter bringt. Und wieder Fackeln. Ja, warum auch nicht. So. Dann machen wir hier in die Ecke rein. Das dürfte eigentlich ausreichen. So, dann ist das Feld 8 beleuchtet. Und ja, läuft. Läuft die Sache. Okay, ansonsten hier läuft auch alles in der Produktion hier. Dann könnten wir... Ich glaube aber, die hat schon zu. Nee, das könnte man dann doch nicht. Gerade mal gucken, wie viel Zeug wir haben. Ich glaube, 500 Holz brauchen wir. Wir können einfach noch eine Runde Hacke gehen. Könnten einfach noch eine Runde Zeug kloppen. So. Dann ist das nächste. Das sind auch wieder 3 Fackeln. Dumm die dumm. Hier Annie. Dort Annie. Und hier in die Ecke. So. Dann gehen wir jetzt einfach mal runter und kloppen ein bisschen Holz. Dann könnten wir nämlich in der nächsten Episode am zweiten Tag, weil es Angelfest ist, ein Tag später, dann könnte man dann nochmal hier gehen, noch im Eisfest und könnten dann, ja, noch ein bisschen den Stall upgraden lassen, weil es Geld dafür haben wir auf jeden Fall. So, Reisewagen? Reisewagen! Was hast du dann? So, ein Kugelfisch, den haben wir aber schon, ne? Ich glaube, der Kugelfisch haben wir schon. Aquarium ist jetzt auch, ja. Die Nachtfischer. Ein Aal bräuchte ich noch. Ein Aal wäre nicht schlecht. Okay, was hast du? Oh, Schatzjäger, Angelgerät. Fische entkommen nicht, während Schätze eingesammelt werden. Auch nicht schlecht. Brauchen wir aber gerade nicht, weil den Slot haben wir noch nicht an unserer Angeln. Okay, das ist mal leider nur Müll. Aber auch der Reisewagen kann nicht immer nur die perfekte Sache im Angebot haben. So. Okay, noch ein bisschen Krugsteig sammelt. Jetzt können wir hier auf jeden Fall schon ein paar Bäm platt machen. Die junge Bäm sollte ich in Friede lassen, weil die junge Bäm müssen im Frühjahr wieder nachwachsen. Das heißt, die alte, die können ruhig weg. Absolut kein Thema und kein Ding, aber die junge Bäm sollte ich definitiv in Friede lassen. Ach, hier dieses Holz, was hier so blöd rumliegt. Ach, das sollte ich fällen.
Das ist dann nämlich auch so Zeug, was nicht so wichtig ist. So, zack und zack. Jetzt sind wir bei 529, alle hopp. So. Als weg damit. Gucken wir nochmal, ob man... Oh, da lungert Abigail rum. Ich freue mich schon drauf, morgen einen Schneemann zu bauen. Okay. Ja, wir sehen uns dann sowieso mal hier bei dem Festel. Beziehungsweise wir sehen uns erst in 2 Tagen natürlich wieder. Das ist immer so eine Sache, wenn ich da immer jeden zweiten Tag so eine Episode aufnehme, komme ich ein bisschen durcheinander, was es vor Aufnehmen angeht. Deswegen war ich bei Luffy auch so blöd und habe nämlich daran gedacht, dass ich zum Drachefest gehe und dass mir hier Episodeflöte geht dabei. Beziehungsweise, dass ich Bescheid geben sollte, dass ich da fort bin die Woche. Naja, jetzt ist eh vorbei, ne? Zumindest bei Stardew Valley habe ich noch dran gedacht und habe nochmal vorgerechnet, wann die letzte Episode ist, bevor ich fortgehe. So, Abigail latscht jetzt auch wieder heim und wir machen uns auch wieder auf den Weg. Jo. Jo. Da ist noch ein bisschen Holz. So, 611, das sollte reichen. Und vom Stäh her 344 müsste eigentlich auch lange. Ich habe nämlich so wirklich im Kopf, wie viele Städte es noch waren, die wir brauchen. Ob 300 oder 350, wird sich zeigen. Ich werde ja morgen auch sowieso wieder meine Axt kriege, meine Spitzhacke kriege, denke ich. Dann lauf die Geschichte. Gut, alle. Dann sehen wir uns übermorgen wieder, ihr liebe Leute. So Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo wir zum Eisfest gehen. Und ich bin ja mal selber gespannt, ob wir nur die Endepisode dann haben oder ob das wieder 2 Folgen werden. Aber ich tendiere dazu, bei solchen Festen, die dann doch etwas ausschweifender sind, dass ich dort immer nur Episode mache. Sonst wird es wirklich über 40 Minuten. Und ich mag es eigentlich nie länger als 40 bis 45 Minuten halten, um ganz ehrlich zu sein. So, dann können wir hier noch die Fackel. Wobei, halte mal eine Gaula, ich kann auch noch einen Pflasterweg machen. Dann brauchen wir sowieso hier noch eine Fackel. So, das Zeug. Und das machen wir jetzt mal ganz kurz dort hier. Damit wir nämlich hier noch das ausstecken können. Das hat mich schon die ganze Zeit hier gestört. Okay, das haben wir jetzt durch. Dann können wir nochmal gucken, wo wir sonst noch Fackeln aufstellen könnten. Vielleicht hier, Annie. Direkt beim Stall. Und du, Annie, auch beim Stall. So, dann sind die Gegenden nämlich auch nochmal beleuchtet. Okay. Perfekt. Dann das Zeug wieder dort, wo es hingehört. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Und jetzt ist das Zeug doch wieder noch gewachsen. Und wieder Fackeln. Okay. Trotz allem würde ich jetzt sagen, machen's gut. Und bis übermorgen dann wieder zum Fest des Eises. Iron Yankee.